Kloklustert. Kloklustert. Willkommen zu Kloklustert, einem plattdütschen Podcast über Wetenschap und Selschop. Wie wild van Dage über das jüdische Leben in Deutschland broten. Und als wir uns das Thema überlegt habt, war es das vor den 7. Oktober, also vor den Angriff von der Hamas. Und das verändert natürlich das Thema ein bisschen. Und wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich auch schon 2 Monate, nachdem wir diese Gespräche hier aufnehmt. Das muss man, glaube ich, ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man das sich anhört. Mir gegenüber sitzt Michael Grünberg. Michael Grünberg ist Vorsitter der jüdischen Gemeinde in Osnabrück. Und ich bin Frieda Ahrens. Ich bin Journalistin bei Radio Bremen. So, wir haben uns ein bisschen Titnum für das Thema. Das ist sehr groß und ist jetzt noch grötter worden. Und ich würde sagen, wir fangen ein bisschen bei dir an, bei dir persönlich. Vielleicht machst du mir mal erzählen, woher du kommst. Du kommst ja vom Darb. Und wie ob das Darb damals war, obtawachsen und Plattdütsch-Tauboden. Ja, ich bin in Sörgel geboren, für knapp 70 Jahre. Und wir waren in Sörgel die einzigste jüdische Familie. In Huse hab wir Hochdeutsch brotet. Plattdeutsch habe ich Lörter lehrt in meinem Beruf. Ich bin auch Verhändler, just aus mein Vor, das war's, und die Generationen dafür. Plattdeutsch habe ich dann praktisch angefangen zu lernen, oder zu broten, muss man sagen, als ich angefangen habe, Nordabitur in Feihandel mitzuarbeiten. Und das ist einfach so, wenn du als Feihandler wie ein Bauer in Hus kommst und ob Hochdeutsch fragst, ob die was zu verkaufen habt, dann ist das schwierig. Wenn du aber sagst, Herr, wie was in Handel, dann ist das viel leichter. Und wenn du dann sagst, wer du bist, dann wirst du gefragt, wer du bist. Und du sagst, ich bin Grünberg von Sörgel. Und dann sagt die, ist mir das immer so gern, ach, du bist Louisin, dann kommt man drin. Und so war es das dann eben ganz einfach, relativ einfach dort mit anzufangen. Okay, jetzt hast du mir gerade schon ein bisschen erzählt, wie war es um den Darb, Grotau werden und Plattdütsch-Taubroten. Vielleicht kannst du mir auch erzählen, wie damals war es mit Antisemitismus. Antisemitismus habe ich überhaupt nicht vernommen. Bis von da bin ich persönlich noch nie angegriffen worden, weder, dass mir eine antwortet hat, noch, dass mir eine physische Gewalt androht hat. Das ist mir noch nie passiert. Und in die Tiet in meine Kindheit auch überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht über die Tiet brotet worden. Dass jeder wüsste, dass wir eine jüdische Familie, jüdische Kinder wären, und damit war es gaut. Aber das hat ja auch einen Grund, dass die einzigen waren. Nun gut, das bin die Familiengeschichten, wenn ich die sage in Sörgel, das war eine relativ große jüdische Gemeinde. Dort lebten 8 jüdische Familien mit ungefähr 100 Familienmitglieder, indische Familien. Und in Sörgel wird auch Stolpersteine verlegt, und da wird 85 Stolpersteine verlegt werden. Dann kannst du die Silves utmalen, wo viel an Leben bleiben bünd, und wo das am Ende das auch feststellen, dass beispielsweise mein Vor als einzigste von seiner Familie überlebt hat, und ist dann trotzdem nach Sörgel zurückgegangen, weil als die Familie deportiert worden ist und als die in Lager wären in die Tiet, habt ihr einfach aufgemerkt, weil überlebt, kommt wer nach Hus. Wie treffet us dann wer in Hus? Und in Hus, das war die Heimat, das war in diesem Fall Sörgel. Und so ist unser Papmuck wer nach Sörgel kommen. Und du hast gesagt, es wurde so nicht drüber brotet im Darb, aber wurde dann bei dir in der Familie drüber brotet? Use Öllern habt doch kaum mit uns drüber brotet. Wir habt als Kinder, wir habt eine ganze Masse verstanden. Öllern meint ja immer, Kinder verstaat das nicht. Aber wir habt das verstanden. Wir wüssten, wenn die auch mit der, ich hab vorher gesagt, dass in Werlte eine jüdische Familie war, in Laden war eine. Und wenn use Pappen mit die anderen beiden vor sich unterholen habt, die habt, das wären alles Verhändler, und die habt erst ein bisschen was Geschäft brotet, aber noch ein paar Minuten, dann kam das Gespräch um ein anderes Thema, und dann habt die unter sich was die Tiet in Lager brotet. Und wir konnten als Kinder, wir konnten ganz schnell vernehmen, dass sich die Stimmung änderte. Und die habt zwar andere Udrücke verwendet, die habt nicht gesagt, das was Konzentrationslager oder Gaskammer oder sowas, die habt andere Sachen gesagt. Und aber wir habt es trotzdem verstanden, als ich 6 Jahre alt war, wüssten meine Geschwister, ich hab 5 Geschwister, da wüssten wir alles. War es das vielleicht auch der Moment, wo du realisierst hast, okay, jüdisch wen, da träge ich mit mir?
das war gar keine Frage für uns, dass wir jüdisch werden, was ganz normal. Wir sind auch so ertrocken, das war einfach ein Unterschied. Unser Partner hat uns jeden Abend badet. Und wir werden dann Nord baden gehen wie in Bette. Und freitagsabends, da beginnt ja die Schabbat, dann werden wir auch badet, aber dann kriegen wir so gaude Tüch antrocken und dann güftet das Abend, dann werden Kerzen anzündet. Und das war unser ganz normale Ritual und so hat wir lebt. Unser Viertag was samstags und nicht Sonntag. Und ja, so gesehen haben wir zwei in dem Moment. Wir haben sonntags ja auch frei. Und aber das war für uns ganz normal. Wir sind ja nicht in der Kirche gegangen, wir sind dann in die Synagoge geführt, nach Osnabrück oder anders vorhin. Und das war unser Leben. Wir haben die 4 Tage, die jüdischen 4 Tage haben wir viert. Oftmals mit auch Gäste von uns, da wären Freunde von uns, wären auch dabei. Und wir sind auch, würde ich mal sagen, just um diese Zeit, wenn Weihnachten war, bin wir um nach Norbe hingegangen und bin da Weihnachten, habt ihr auch gesehen, bin Tannenbaum und habt ein Geschenk kriegen und wenn Chanukka war und das ist ja oftmals auch ziemlich die gleiche Zeit, dann kommen die Norberskinder zu uns und dann kriegen die auch ein Geschenk und wir haben die Chanukka-Kerzen anzündet. Ja, das war ganz normal. Und hat sich das irgendwas ändert? Also hast du irgendwas das Gefühl hat, jüdisch werden kriegt jetzt eine größere Bedeutung bei mir? Ändert hat sich das nicht. Das ist, wir sind da alle immer ganz normal mit umgegangen. Und ja, ich meine ja, du bist Vorstand von der jüdischen Gemeinde. Irgendwie mutet ja für die eine Bedeutung kriegen haben, oder? Ja, aber das mit dem Vorstand, das was, wir sind ja nur eine lüge Gemeinschaft. Und Taudetit hat die Gemeinde in Osnabrück 1988, 89 haben wir noch 70 Mitglieder in die Gemeinde. Und mein Vorder, das war 82, als unser Papen 60 wurde, er war die zweite Vorsitzende von der Gemeinde. Und als er 60 wurde, für mich sagt, Michael, ich will das jetzt nicht mehr, da du das. Und so bin ich da reingekommen und drin wassen. Und so lange bin ich auch in Vorstand von der Gemeinde und seit 25 Jahren dem Vorsitter. Und ja, so ist das. Wie sich das Leben dann in der Gemeinde so gut? Ja, in der Gemeinde, da gibt es ja ein paar Daten, die man so ein bisschen werten muss. Ich habe gesagt, wir wären 1989 wären wir noch knapp 70 Mitglieder. Und da kann man sich gut regen, wenn man das einfach widerspinnt. Wenn da nichts passiert was, dann göfet unsere Gemeinde von da nicht mehr. Und genauso ging das bolle alle jüdischen Gemeinden in Deutschland. Aber dann kommen ja 1989 eine neue politische Situation, 1990. Dass die Sowjetunion sich ablöset hat in die einzelnen Staaten. Und es gibt dann die Möglichkeit für jüdische Menschen von dort, oder der ehemaligen Sowjetunion, als nach Deutschland einzureisen, als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Und unseren damaligen Vorsitzenden, Herr Aul, der hat das erkannt, die Chance, dass das auch für uns was bedeuten kann und hat sich auch darum bemüht, dass der Zuzug in Osnabrück gibt. Und ja, dann ist die Gemeinde tatsächlich anwachsen in den 1990er Jahren in die Höchstzahl bis auf 1200. Und die 1200 Lühe, die wir da haben, die leben aber mehr oder weniger alle direkt in die Stadt in Osnabrück. Vorher, ich bin ja so ein sogenannter Landjude, ich bin in Emsland aufgewachsen und in Osnabrück gibt es auch masselige Orte, wo jüdische Gemeinden gibt. Aber die sind nur zerstört von der Nordische zerstört worden. Und dann eben hat sich das jüdische Leben eigentlich bloß noch in Osnabrück aufspielt. Und hat sich das jüdische Leben dort auch verändert? Also habt ihr neue Traditionen mitgekommen? Das hat sich verändert. Natürlich die Lühe, die kommen, die müssen integriert werden. Und das war nicht bloß in Osnabrück so, das war auch in ganz Deutschland so. Das war gar nicht so ganz einfach. Man muss sich ja vorstellen, dass 10% von den Gemeindemitgliedern von 10%, 90% integrieren müssten. Und am Ende ist dann eine Erfolgsgeschichte geworden und das hat gut funktioniert und wir haben ein ganz gutes Gemeindeleben hat. Natürlich, wir haben doch die eine oder andere Sache, ist auch anpasset worden, man hat sich geändert, man hat andere Traditionen, auch die unsere neuen Mitglieder haben man übernommen und so hat sich das aufgespielt. Und wenn du dazu vertellst, dann bündert ja vor allem nicht dütske Juden. Und das bündert trotzdem Opfer der Shoah, also nach Generation der Shoah, oder bündert auch Lühe, die mit Auschwitz zum Beispiel befreit habt? Unterschiedlich. Die Juden in die damalige Sowjetunion haben den Holocaust genauso belebt als wir auch.
da wird genauso gegräueltaten, als hier auch. Die Lühe bin verfolgt worden. Gerade nach den Angriff der Deutschland in die Sowjetunion. Und du musst wissen, dass beispielsweise in der Ukraine, da leben damalige Zeit weit über 500.000 Juden. Und über 1 Million sogar, nur bloß in die Ukraine. Und Masse bin verfolgt worden. Aber nicht nur das. Die Juden insgesamt in die Region, in die ehemalige Sowjetunion, die habt unter gewaltige Repressalien lernen. Weil in der Sowjetunion was Religion, was dort nicht erwünscht. So russisch-orthodox, christlich, das ging gerade noch, das wird so ein bisschen respektiert. Aber ansonsten was Religion nicht erlaubt. Und ganz besonders die jüdische nicht. Da kann man an einen Punkt sehen, wenn die jüdischen Kinder, wenn die Abitur mögen und wollen studieren, dann gibt für jeden Studiengang eine Judenquote. Und die war sehr gering. Das hat bloß die allerbesten überhaupt die Möglichkeit hat, zu studieren. Und deswegen habt allein nicht Masselühe bin utreiset und bin nach Deutschland gekommen. Ich habe nur mal das Gefühl, wenn man über Juden in Deutschland brotet, dann hat man oft so eine homogene Masse im Kopf. Aber das stimmt ja gar nicht. Das hat noch nie stimmt. Sie sind immer, Usolü kommt immer aus verschiedenen Ecken der Welt und ja, das ist so. Du hast mir jetzt schon erzählt, wie viel ihr in Osnabrück bünd, aber kannst du mir vielleicht auch ein bisschen Deutschland wie was erzählen? Also, wie viele Juden gibt es da in Deutschland? Ja, ich kann da so ein paar Zahlen, man dann in den Kopf haben. Das ist, nennt sich leben in Deutschland ungefähr 30.000. In die jüdischen Gemeinden werden ungefähr 30.000 Jüdinnen und Juden organisiert. Die Zahl ist dann anwachsend ob ungefähr gaut 100.000, 120.000. Und von da bin wie etwas unter 100.000 wäre. In Deutschland. Das gibt vielleicht auch noch eine ganze Menge mehr jüdische Menschen, aber alle sind auch nicht anmeldet in die Gemeinden. Und woran liegt das, dass wer weniger geworden ist? Das ist die Altersdemografie. Das ist ganz normal. Bei uns in unserer Gemeinde steht dann Bomoko im Kopf. Die Ollen, das ist, wir habt lenig von Uselü, wir habt 200 Lü über 70 und dann noch 100 über 80. Dann kannst du die U-Trägen ungefähr, wie viel olle Lühe wir habt. Und das ist leider auch in Masse andere Gegenden so. Das hat die jüngeren Lühe kommt nicht nah. Also oder bünd nicht anmelden in Gemeinden vielleicht. Die kommt nicht nah und vor allen Dingen bei uns ist es dennoch so, das ist auch, aber das geht andere Religionsgemeinschaften auch ähnlich, aber bei uns ist es so, wenn unsere jungen Lühe, wenn die anfangen zu studieren, die geht nach München, die geht nach Frankfurt, nach Hamburg, was werd ich zu studieren und da bin die wenigsten, kommt dann wer zurück nach Osnabrück. Das ist einfach so. Und sowieso lebt in die meisten jüdischen Menschen, die in den 90er Jahren kommen sind, das bin keine Landlühe werden. Die habt alle die Kömung meist und Großstädte und habt nur natürlich auch wer den Weg in die Großstädte söcht. Und so wie die bin nach Berlin gegangen, die bin nach München gegangen, von da ist München die größte jüdische Gemeinde in Deutschland oder die bin nach Frankfurt gegangen oder eben in die großen Metropolen. Das ist nicht nur eine demografische, sondern auch eine geografische Situation. Beides, da kommt beides zusammen, ja. Okay. Und Güffet dann, das mit der demografischen Situation interessiert mich, glaube ich, Güffet, denn hast du das Gefühl, dass Güff jüngere Lühe, die sich anders jüdisch quasi engagiert, also nicht in Gemeinden bünd, sondern so alternative Organisationen oder sich auch als jüdisch seid, aber vielleicht nicht traditionell? Das Güffe selbstverständlich. Das ist auch so, das Güffen Teil Lühe, die sind religiös, das Güff auch ein Teil, die sind religiös aufwassen. Da war es ja damals gar nicht so einfach, auch die Verständigung. Die Lühe proteten ja kein Deutsch. Und in 30 Jahren zurück Güffet in Deutschland keine Sozialarbeiter, die Russisch proten. Deswegen war die Art der Verständigung so, wie in unsere älteren neuen Mitglieder, die hat als Muttersprache nicht Russisch brotet, die hat Jiddisch brotet als Muttersprache. In weite Teile von der Sowjetunion würde Jiddisch brotet. Und die das können, dann habt ihr mit ihrer Lühe Russisch brotet, die habt ihr sagt, was sie wollen auf Russisch. Und ein Mann, der der Rabinowitz, ist leider für ein paar Monate gestorben, der hat das Russische usen Vorsitzenden auf Jiddisch übersetzt und er hat das Jiddische, denn
Sozialarbeiter auf Deutsch übersetzt. Das war die Art der Konversation, so habt ihr miteinander brotet. Vielleicht, Gabi, noch mal ein bisschen hin, die jüdische Kultur. Wie hast du denn das Gefühl, gibt es so bestimmte Traditionen in Deutschland oder wie wird die Kultur hier lebt? Die Kultur, das gibt auch ja unterschiedliche Denominationen im Judentum. Das gibt von ultraorthodox, orthodox, konservativ bis liberal bis progressiv. Du hast alles vertreten. Die meisten, gerade die aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, die sind eher traditionell eingestellt, die damals das Judentum ein Stück weit praktiziert habt. Die sind alle so ob den Mainstream traditionell orthodox. Und das ist ihre Richtung. Deswegen, das hat nicht, dass die nur besonders fromm sind oder dass die, wir habt ja, weißt du ja vielleicht, ihr habt kein Gebote zu befolgen. Wir habt da noch 603 dabei. Gut, ich kenne die auch nicht alle und alle kann man auch nicht befolgen, aber das ist so, die meisten Lüge geht so in diesen Weg. Jüdisch werden ist ja auch oft eine ethno-religiöse Richtung. Das hat gibt ja auch, wenn die Mutter jüdisch ist, dann bist du auch jüdisch. Das hat gibt ja auch so mehrere Ausrichtungen. Haft das da auch mit da, dass das irgendwie schwerer ist, das wieder regen oder ist das einfach? Nee, es gibt eigentlich nicht mehrere Ausrichtungen. In der ehemaligen Sowjetunion, da war es tatsächlich anders, aber das war keine jüdische Situation. Bei uns ist es so, als du das gesagt hast, du hast zwei Möglichkeiten, jüdisch zu wählen. Entweder ist deine Mutter jüdisch, dann bist du auch. Oder sonst hast du auch die Möglichkeit, den Übertritt taut Judentum zu kommen. Die Möglichkeit gibt auch immer und für jeden. In der Sowjetunion war es so, dass auch Familien oder ja, als jüdisch gelten dürfen, wenn sie nur die vorjüdisch war. Und die würden sogar noch viel besser zu erkennen, weil die hatten eine Norm wie Rabinowitsch oder ähnliche jüdisch klingende Goldmann, jüdische klingende Namen. Und aber die Bind halachisch ist die vorjüdisch, aber die Familie nicht. Wenn die Frau russisch war, sind die Kinder das auch. Das ist ein relativ großes Problem, aber da gibt es dann eben auch die Möglichkeit für den nicht-jüdischen Teil, wenn sie denn wollen, können sie dann auch einen Übertritt morgen und jüdisch werden. Ich habe mir das Gefühl, das bedeutet so einen aktiven Schritt, ne? Da muss man sich dann für entscheiden. Ja, man muss ja dennoch, wenn man sich dafür entscheidet, muss man ja auch ein Stück weit, man muss ja mit sich selbst ehrlich werden, dann muss man ja auch ein Stück weit sein Leben ändern. Wenn du dann noch die jüdischen Traditionen und Gebote leben musst, wenn man auch nicht alles mag, aber da hört ja doch ein bisschen was tau, beispielsweise mit Äten. Du bist ja doch nach Möglichkeit bemüht, dass du einigermaßen koscher esst und das muss nicht alles immer so werden, aber du gibt doch eine ganze Menge Dinge, die man nicht morgen kann. Und da bin auch eine Masse Leute, die das nicht wollen, die bin dann so bleiben, als sie werden. Aber können dann auch nicht Mitglied in die jüdische Gemeinde werden. Ein wichtigen Punkt bei der Wiedergabe von jüdisch werden, sind ja auch jüdische Schaulen. Kannst du mir dort ein bisschen was erzählen? Ja, jüdische Schaulen gibt es in Deutschland wenige. Vor allen Dingen nicht, da gibt es in die großen Städte, was ich vorher mal gesagt habe, da gibt es überall, da gibt es in jeder Stadt, Frankfurt, Düsseldorf, München, Köln, da gibt es auch jüdische Gymnasien sogar, bis taut Abitur. Das gibt es so bei uns auch beispielsweise nicht. Vorher, für einen Krieg, gibt es auch in der Lütke Gemeinde Sörgel, gibt es eine jüdische Schaule. Da werden die jüdischen Kinder auch in die jüdische Schaule. Wenn die dann Öller werden und ob Gymnasium kommen, dann gehen die auch auf ein weltliches Gymnasium. Aber vorher in der Grundschule werden die alle in jüdische Schaulen, in jüdischen Kindergarten. Und was wir morgen könnt, in Osnabrück beispielsweise, wir haben einen Kindergarten nicht in unsere eigene Trägerschaft, das können wir auch nicht schaffen. Aber wir haben zu alle Religionsgemeinschaften Gaudeverhältnisse und ganz besonders Gaudes taut Bistum, tau Usen, ich sage immer Usenbischof, hey, Bode was auch Usenbischof. Und wir haben einen Kindergarten, die ist in Trägerschaft des Bistums, aber der Kindergarten ob Söck ist genau wie als ein jüdischen Kindergarten. Das pädagogische Konzept ist so, die Kinder kriegen dort koscheret Äden, die habt extra eine eigene Kirche dafür, da wird extra kocht für die Kinder und da haben wir ein bisschen Obacht und das ist auch wichtig, weil das ist gerade für die Kinder, die aus Familien kommen, wo das nicht so praktiziert worden ist und man muss ja werden, in die Sowjetunion was das 40 Jahre nicht erlaubt und dann geht eine Masse verloren.
in die Kindergarten von die Tradition. Aber so kommt man da wer hin. Und die bünd aber, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, die bünd nicht nur jüdisch. Die habt da eine jüdische Kirche auch. Die Kinder bin, die grötzenteils bin die Kinder und use Gemeinde, aber da bin auch immer 20%, muss man ja in jeden Kindergarten haben. Die ist auch anmeldet, das jüdische Kindergarten. Aber da bin auch 20% nicht jüdische Kinder. Wir haben auch ein paar muslimische Kinder dort in den Kindergarten. Und hilft das für die Verständigung, würde ich sagen? Also von den verschiedenen Religionen? Erstmal hilft das für use Kinder. Weil das ist ja wichtig, dass die erstmal wertet überhaupt, was sie bünd und was sie lernen möcht. Aber der andere Effekt ist natürlich auch, dass dann eben auch andere Kinder dabei sind und die das automatisch mitkriegen. Und das geht in Osnabrück, haben wir auch noch das Glück, wir haben doch keine eigene Schaule mehr. Für einen Krieg göfet in eine richtige jüdische Schaule in Osnabrück. Wir haben sogar von da noch das verbriefte Recht, die wird eröffnen, das können wir morgen down. Leider haben wir die Kinder nicht mehr. Wir habt ja nicht so viele Familien, dass wir die Kinder haben. Aber wir haben zumindest in Osnabrück was Besonderes. Wir haben dort, das nennt sich 3 Religionsschule. Und das ist eine Schaule, da geht christliche, muslimische und jüdische Kinder hin. Und da wird besonderes ein bisschen Wert oblegt, ob die Religion. Das hat beispielsweise, da gehört an Jahresanfang ein Kalender. Und in diesem Kalender bin alle 4 Tage von allen verschiedenen Religionen bin dort intragen. Und da wird auch Rücksicht genommen. Wenn du nun einen jüdischen 4 Tage ist, nehmen wir mal Pesach, das ist auch noch ein besonders Fest, fällt so immer ziemlich in die Ostertit, ist ein besonders Fest, weil da ist auch noch mal die Speisevorschriften ganz anders. Man kann nicht eine auswärts führen. Und das bedeutet beispielsweise, dass in diese Schaule niemals in diese Tit eine Klassenfahrt morgen wird. Und das Gleiche gilt auch für andere Religionen. Und so kann man die Kinder ein bisschen was beibringen. Die lehrt das. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, die können so erhobenen Hauptes, auch als jüdische Kinder, in die Schaule gehen. Die bucht das nicht, aber die können eine Kippa tragen, wenn sie will. Die meisten dauert, aber nicht alle. Das ist vollkommen freigestellt, aber sie können das und sie sind dort auch als jüdische Kinder akzeptiert. Hast du das Gefühl, dass das in anderen Schulen nicht so ist? Das ist in anderen Schulen nicht so. Das ist vor allen Dingen ist das von Tage nicht mehr so. Die meisten jüdischen Kinder ist es tatsächlich so, dass die das gar nicht gesagt haben, dass die jüdisch sind. Die outet sich nicht. Vor Angst? Angst will ich nicht sagen. Wir haben für 25 Jahre schon mal ein Angebot hat, jüdischen Religionsunterricht in Osnabrück einzurichten. Und wir haben das dankbar aufgenommen. Das kommt von der Schulbehörde aus Hannover. Wir haben das aufgenommen. Wir haben unsere Rundschrieben morgen, habt die jungen Leute einladen, die dann in Frage kommen für Religionsunterricht. Und da hat sich nicht einen einzigen gemeldet. Ich war da ehrlich gesagt sogar ein bisschen sauer. Ich dachte, das ist doch, warum will ihr das nicht? Und dann haben wir nochmal eine Versammlung morgen bei uns, da werden die jungen Leute auch dabei. Und da hab ich gesagt, warum dauert das nicht? Ich sag, ich habe da gute Erfahrungen mit, wir haben das mit unseren Männchen, wir haben jüdischen Religionsunterricht. Von Lehrer und Münster, die kommen einmal in die Werke nach Lorten und da haben wir alle gemeinsam Religionsunterricht. Habt auch versetzungsrelevant in Zeugnisnote. Und für mich war das immer der einzigste Einstieg in Zeugnisse, also was das absolut auch so gesehen vorteilhaft. Aber unsere Junglühe, der hat mir Folgendes gesagt. Der hat mir gesagt, als wir in Russland wären, in St. Petersburg, in Moskau, ganz egal wo sie wohnen, wo sie herkommen, dort würden wir die Juden. Nun bin wir hier bin wir die Russen. Und wir wollen nicht die Russen und die Juden werden. Deswegen habt ihr nichts gesagt. Die habt sich überhaupt nicht outet. Das ist erst Jahren später, habt das anfangen, dass wir das doch morgen habt und auch erfolgreich, dass doch mehr oder weniger alle Kinder dann teilgenommen habt. Wie würdest du sagen, ist das denn von da? Das hat sich in den letzten Monaten ja auch noch mal ändert, oder? Gut, von da ist die Situation anders. Die Situation ist nicht nur, was die Religion anbelangt, anders. Man hat ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, die Welt ist unter die Fugen geraten. Und, aber speziell jetzt für das jüdische Leben, für Uselü, hat sich eine ganze Menge ändert, seit den 7. Oktober. Wenn man bedenkt, dass eine Terrororganisation ein Massaker an Jüdinnen und Juden verübt in Israel, den Angriff startet, auf verheerende Art und Weise. Und ein paar Stunden später,
als das so einigermaßen bekannt worden ist in der Welt, gab die antisemitischen Straftaten auch in Deutschland ein paar 100% hoch. Das sind Sachen, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber die sind passiert. Ich bin gerade ein paar Tage in Berlin gewesen, da hat der Zentralrat dort einen Gemeindetag hat, wo 1400 Leute teilgenommen haben. Und da ist auch eine Masse vertellt worden, da gibt es auch so bestimmte Sessions, was ist passiert in Schulen. Und da hat eine Frau, die auch Lehrerin ist, vertellt in ihrer Schulklasse, sie hat die unterrichtet und dann kommt das ob den sehr irgendwie, was sagt, und Mitleid tau die Menschen da, was dort passiert ist, und Solidarität. Und dann hat sie gefragt, ist eine von jou Jüdisch hier in der Klasse. Und dann hat sie ganz verschämt 2 Mädchen meldet, wie beide. Die sehen, okay, aber das wüsste vorher keiner. Und in der Klasse wären noch eine Masse muslimische Kinder. Und auf einmal, als sie das sehen, dass sie jüdisch werden, habt die alle Schülerinnen in der Klasse, habt die utgrölt, habt schreit und die richtig Tohope schreit. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, was in solche Kinder vor sich geht, was die da zu hören kriegen. Ja, und das wären Kinder, die 2 Stunden vorher miteinander spielt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da nicht mehr traut, ne? Also, das bereut man dann wahrscheinlich tatsächlich zu haben. Das ist doch bescheuert. Also, das geht ja gar nicht. Nee, das geht auch gar nicht. Und das ist auch eine gewaltig schwierige Situation. Ich bin dann auch oft gefragt worden, hast du Angst oder ist dir was passiert? Und ich muss nur für mich sagen, ich bin ganz ehrlich noch nie in meinem Leben bin ich antisemitisch angegriffen worden. Weder verbal noch physisch. Das ist mir noch nie passiert. Und ich habe auch tatsächlich auch so keine Angst. Ich habe auch keine Angst mit einer Kippa auf dem Kopf, der aus einer Brücke zu gehen. Ich bin auch sicher, dass mir da nichts passiert. Auch schon von daher kann man sich vielleicht nicht mehr sicher werden. Aber Angst habe ich eigentlich nicht. Aber es ist ein gewaltiges Gefühl der Beklemmung, was nur ist. Und das ist auch bei unseren Gemeindemitglieder. Das ist auch nicht, dass die nur Angst haben, wenn sie auf Straße geht, dass die angreifen wird. Das ist nicht die Angst. Aber 2 Sachen kommt, ist jetzt ganz gravierend wäre, dass sie sagen, wenn wir Post von der Gemeinde kriegt, bitte schickt das in einen neutralen Umschlag, damit man vom Buten das nicht sehen kann. Und wofür die Lüge Angst habt, ist, dass sie nicht wertet, ob sie ihre Norbers noch trauen könnt. Nicht, dass die Angst habt, dass die angriepet oder so, auch nicht. Aber das Problem ist, die Lüge sagt nichts. Da bin nur ganz, ganz wenige, die sich äußert, die da hinkommt und sagt, wie bin beieinander oder was werde ich, ein tröstendes Wort sagen, wie auch immer, einfach zu sagen, wie staat an Jaue siete. Irgendwas, was werde ich. Aber da passiert nichts und das ist das große Problem. Und das ist für mich persönlich, muss ich sagen, wir haben eine ganz andere Situation, als 33. 33 bin die Polizei und die Regierung gegen uns werden und habt uns verfolgt und habt uns auch bisher umgebracht. Und von daher habt wir nur Unterstützung. Wir habt die Unterstützung von der Politik, wir habt Schutz durch die Polizei, wir habt Schutz durch die Gemeinderäte. Das ist überhaupt keine Frage. Wir genießen auch gerade in Osnabrück, wir genießen eine ganz große Solidarität dort. Da habt eine sogenannte Solidaritätswache für die jüdische Gemeinde organisiert in Osnabrück. Das läuft nur all seit dem 7. Dezember. Und jeden Tag von morgens um 7 bis abends um 7 bünd Lühe für die Synagoge, für das Gemeindezentrum und holt da sozusagen Wache und Solidarität. Und das ist für mich ist das eine gewaltige Aktion, die das berührt einen und das gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, obwohl wir sonst auch keine Angst habt, unsicher zu werden. Aber das ist ein ganz, ganz gaudes Gefühl und das kommt die gesamte Gesellschaft. Da habt die Universitäten teilgenommen, da werden Professoren, die da stehen habt, da sind Studenten, die kommen sind, da sind Geschäfte, da sind alle Kirchen habt mitmorgen, alle Religionsgemeinschaften habt mitmorgen, ob das Islam-Institut ist, was auch in Osnabrück vertreten ist, da sind auch Moscheegemeinden kommen,
Das ist wirklich ein gewaltiges Zeichen der Solidarität, ist das Wehen. So was vermisst man deutschlandweit doch ein bisschen. Mhm. Gerade wenn du sagst, dass man den Nobers nicht mehr traut, ne? Da frage ich mich auch, ist ja Wahnsinn, dass das nochmal, wer der Gedanke ist. In Deutschland, ne? Wo man immer sagt, nie wieder. Kann man auch, ja, das ist ja immer die Frage. Das gibt ja auch denn diesen Spruch, nie wieder ist jetzt. Aber dann ist immer die Frage, das sagen kann man das gut. Und das ist ja nicht so, dass Antisemitismus nee ist. Das ist ja nie wegwehen. Und man hat sich da ja mittlerweile, ob man das will und nicht, hört sich auch ja blöd an, aber man hat sich ja daran gewöhnt. Aber wenn man sich überlegt, dass auch von Tage noch, auch nicht nur von Tage, auch vorher, jedes jüdische Gebäude in Deutschland geschützt werden muss, da muss man sich doch fragen, so ein bisschen muss man sich die Frage stellen, ja, was ist eigentlich in dieser Gesellschaft? Wo kann das werden? Wo kann das möglich werden? Denn am Ende ist es ja so, dass das nicht weiter utufert, dass das sich normalisiert, dass wir vernünftig miteinander leben können, das kann bloß die Gesellschaft erreichen. Die Politik, die mag das richtig, das ist gar keine Frage. Richtig insofern, dass sie sagt, wie bin dagegen, wie bekämpft Antisemitismus. Manchmal frage ich mich, ob die Maßnahmen die richtigen sind. Ich denke, da ist auch die Zeit kommen, wo man über bestimmte Sachen, über bestimmte Straftaten anders reagieren muss. Aber am Ende muss die Gesellschaft entscheiden. Was meinst du mit gewissen Straftaten anders reagieren? Naja, ich erinnere das was für ein paar Wochen, was in Essen, im Ruhrgebiet, was eine Pro-Palästinenser-Demonstration. Da wären Lüge von der ISIS bei, da wären Lüge von Hamas dabei, da wären extreme Leute und aller möglicher Couleur wären dabei. Der Fahnen hat, der antisemitische Sprüche ruthaut, die Polizei ist dagegen hergegangen. Da denke ich, da war es notwendig, wenn du sagst, stopp, das ist hier verboten. Und wenn sie das morgen, werden sie sofort, ich hätte erstmal alle einsperrt. Um dann zu sehen, was passiert. Aber einfach so morgen laden und so, das halte ich auch für sehr gefährlich und fragwürdig und kein gutes Gefühl. Hast du denn was, wenn du sagst, Antisemitismus ist auch schon so lange Thema und auch schon vorher und das kommt ja irgendwie aus der Gesellschaft, was würdest du denn wünschen, was es noch gibt als Gegeninitiative sozusagen? Antisemitismus gibt immer. Man wird auch von daher, das ist auch noch nie anders werden, dass ungefähr 20% der Menschen, die in Deutschland leben, latent antisemitisch eingestellt sind. Und verschiedenste Gründe. Da braucht wir noch die Gründe nur gar nicht zu sagen, das ist so. Aber das hat auch ja, dass 75-80% nicht so sind. Und was ich mir wünsche, wenn du mir das fragst, dass diese 75% oder 80%, dem möchte ich dagegen abbrechen. Dem möchte sagen, Louis, das will wir hier nicht, das hat hier keinen Platz. Und das müsste die Politik morgen und das müsste auch die Rechtsprechung werden. Wenn Lüge, die hier in Deutschland leben, die nach Deutschland kommen, wie Pot auch ja neuerdings eine Masse über den importierten Antisemitismus, wobei das für mich am Ende keine Rolle spielt, von welcher Seite. Das Antisemitismus von der linken Seite, linksradikal, rechtsradikal, das ist immer noch die deutlich größte Gruppe, die antisemitisch ist und antisemitische Straftaten auch verübt. Aber auch der muslimische Antisemitismus ist besonders stark geworden, sieht eben wie eine ganze Menge Lüge und arabische Länder hier in Deutschland habt. Und wenn der hier in Deutschland will hier Asyl haben und will hier leben und will hier Unterschlupf und Sicherheit finden, dann wird sie nach Usegesetze leben und Antisemitismus ist hier nicht erlaubt. Punkt. Und danach wird sie sich holen und wenn sie das nicht will, wird sie werden aus. Ja, ich habe nur das Gefühl, wie so importierten Antisemitismus wird ja auch oft vergeten von bestimmten Politikern, dass auch so düsten Antisemitismus immer schon gegeben hat, weil ja auch nicht richtig thematisiert wurde nach dem Krieg. Ja, das ist wohl thematisiert worden, aber am Ende ist es immer nur mit darf nicht passieren und wie mit aufpassen und nie wieder. Das sind alle nette Wünsche und fromme Wünsche, aber am Ende ist da nicht viel passiert. Das ist leider so, ja. Und ich habe auch das Gefühl, man fangt so wenig Bisück an. Also man geht immer davon, mich betrifft das ja nicht, weil ich würde das ja nie moken, aber dann sagt man trotzdem nichts.
Ja, aber das ist das Problem. Und die Lüge, die das nicht mögen, die Lüge, die nichts sagen, die müssen sich mal überlegen, was passiert. Das ist ja Antisemitismus, ist von, beispielsweise in der Diktatur. Antisemitismus ist ja nicht das Ende. Antisemitismus ist in diesem Moment der Anfang. Und jetzt überleg die doch mal. Jetzt stell dir einfach mal vor, die Juden werden utwesen ut Deutschland. So, jetzt stell dir vor, gut, sag ich mal 200.000. Jetzt bin von 82 Millionen gar 200.000 weg. Was verändert das in die Gesellschaft? Gar nichts. Das bliff so. So, aber dann kommt das nächste. Dann kommt die nächste Gruppe dran. Und das muss sich jeder, der hier in Deutschland lebt, die eine Demokratie gewohnt ist, die eine Demokratie haben will und holen will vor allen Dingen, die ist gefordert, dagegen was zu unternehmen. Und das betrifft jeden. Ja, wenn man eine Minderheit angreift, ne, dann ist es nicht wirklich... Jemand, der bereit ist, Juden zu vertrieben, die ist auch bereit, andere zu vertrieben. Und das ist ja nicht so, und das ist ja im Grunde genommen, was man bedenken muss. Wir protet ja nicht über Dinge, die wir vielleicht, wo wir glauben, das kann eventuell passieren. Wie werdet ihr, was passiert ist? Wie werdet ihr, was mit Kranke, was mit behinderte Lüge passiert ist? Das sind alles Dinge, die wir wertet. Die sind passiert und ich bin mal gefragt worden, können Sie sich vorstellen, dass Auschwitz sich wiederholt? Ich kann das ehrlich gesagt im Moment, ich höre das gar nicht richtig. Ich sage, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Aber da bin ich eines Besseren belehrt worden, da mir jemand sagt, alles, was mal passiert ist, kann wieder passieren. Sonst war es ja nicht passiert. Von daher ist es durchaus möglich und das will man auch ja gar nicht wahrhaben, aber da muss man in den Kopf haben. Und deswegen muss man, denke ich, ist nur allerhöchste Zeit, zu kicken, was passiert in Deutschland. Die ganze Welt ist nach rechts gerückt. Es gibt überall in die ganze Welt, in Europa, in Amerika, überall gibt einen Rechtsruck. Aber dass gerade hier in Deutschland eine Partei, die man offiziell rechtsradikal nennen darf, wo du den Teil und Vorstand als Nazis und Faschisten bezeichnen darfst, ohne dass man die belangen kann dafür, da muss man sich doch überlegen, wo sowas möglich ist und oft das, weil richtig ist, dass das passiert. Hast du das Gefühl, Deutschland hat auch also nahe diesem Angriff eine gewisse Verantwortung wegen der Geschichte? Muss man anders reagieren als andere Länder? Jedes Land muss gleich reagieren. Da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Dass das in Deutschland passiert, das hat nochmal einen anderen Charakter, ja. Aber die Reaktionen müssen überall gleich werden. Was kann man hier in Deutschland denn moken, um so eine bessere Insicht in so jüdisches Leben zu kriegen? Um vielleicht die Distanz wäre Lütgater moken? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn ich die Frage richtig beantworten konnte, dann sehe ich nicht hier, dann habe ich einen anderen Posten. Das ist nicht so einfach zu sagen. Aber man muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass es eben unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Religionen, dass das zu tolerieren ist, dass wir alle auf der Grundlage der Demokratiestaat, das ist so eine Sache, die mir bei uns Juden ganz gut gefällt. Wir haben beispielsweise gibt folgendes Gesetz, das hat auf Hebräisch Dina de Malchut Radina. Das bedeutet, weltliches Recht ist Recht. Malchutra ist Königreich, damals aus diesem Spruch Köm, da gibt keine Demokratie, da gibt ein Königreich, aber die mögen auch ja Gesetze, die haben ja auch Gesetze. Und das hat für mich, wenn ich in einem Land lebe, gelten auch für mich die Gesetze, die muss ich einholen. Wenn die Gesetze so sind, dass ich mein jüdisches Leben nicht mehr weiterführen kann, dann muss ich das Land verloren. Dann treffe ich doch nicht mehr wen. Also das muss vor alle Grundlage werden. Das kann nicht werden, dass jemand kommt und eine ganz andere Kultur, wo es vielleicht normal ist, jemanden umzubringen oder wo es vielleicht normal ist, andere Lüge, wenn sie eine andere Religion haben, zu bekämpfen. Das ist einfach nicht erlaubt. Und Lüge, die das will, die habt hier kein Recht, hier zu leben. Ja. Aber wenn ich jetzt als Frieda Taudi komme und sage, was kann ich mocken? Kann ich dann mal zu Besuch kommen? Du kannst immer zu Besuch kommen. Wir haben eine ordene Tus. Von daher ist es auch leider so, wenn jemand kommt, den muss ich vorher anmelden, weil wir das auch überprüfen, wild und mörd willkommen.
anders immer habt, wie sieht wie bestaat, wie die Synagoge habt, wie das Gemeindezentrum in Osnabrück habt, da gab jede Werke Schauklassen, wie mocht Führungen, wie habt ein Projekt, das sich bloß damit beschäftigt, das hat Judentum begreifen, da bin Lüdiger von use Gemeinde, die gart in Schaulen, die erklärt, ich bin Förgewäke in der berufsbildende Schaule wählen, hab mit 5 muslimische Schüler potet mich auseinandersetzt. Das war ganz interessant. Weil dann hörst du mal wirklich so die Vorurteile, die Lühe habt. Da muss man auch einfach wählen. Jemand, der in Syrien beispielsweise obwassen ist, der hat in der Familie lehrt, dass Israel und die Feind ist und die in den arabischen Ländern, da wird Israel und Juden gleichgesetzt, da gibt keinen Unterschied. Das hat die Feind, bin die Juden. Das lehrt die in der Schaule, das lehrt die erst im Kindergarten, das lehrt die in der Schaule, das lehrt die ob die Universität. Und das ist durch die Jahrzehnte, durch die Jahrhunderte ist das so ein Hass worden, obwohl die meisten Lühe gar keine Juden kennt und noch nie Kontakt habt. Und das kann man bloß mit Aufklärung kann man das versorgen, tauder prägen, ja. In Masse Fälle gelingt das, aber immer gelingt das eben auch nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass nur so Vorurteile Juden gegenüber. Ich finde das immer schwer, dass ob so arabische Länder tauschen nur. Weil das ist ja auch hier so. Also, ich meine, hast du ja so gesagt, ne? Den meisten Antisemitismus kommt von rechts. Ja. Rechts, das sind wenn die sögt sich ja selber als die richtigen Deutschen sozusagen. Und ja, und die haben natürlich alle diese Vorurteile auch noch übernommen. Die sind hier also auch noch präsent und eine ganz große Rolle spielt. Und das, ob man das will oder nicht hören will, das ist 2000 Jahre Antijudaismus der christlichen Kirche. Das hat einen Grundstock lecht. Und da gehören beispielsweise das mehr, ja klar, die Juden haben Jesus ermordet. Das hört man von Tage noch. Da bin noch von Tage absolut Lüge, die sagen, ja, das ist die Grund für Antisemitismus. Unglaublich. Das ist unglaublich, ja, aber das ist Realität. Ja. Und manche sagen dann, vor allem, das ist ja von Tage ist ja noch eine Masse schlimmer worden, durch Internet, durch die Fake News. Wenn du da die ganzen Verschwörungstheoretiker von Tage hörst, gar mal ob eine Demo von Corona-Leugnern oder so, was du da hörst. Ja, das ist dann alles ganz nah beieinander, ne? Also, da bin natürlich nicht alles Rechtsradikale und Nazis, aber das ist ein ganz großen Teil dabei. Mhm. Ich will irgendwie abschließen mit ein bisschen hoffnungsvollere Stimmung. Was würdest du sagen? Ist da denn noch eine Möglichkeit, dass sich das wer zueinander findet? Oder wie würdest du sagen, findet das wer zueinander? Die Möglichkeit ist da. Solche Möglichkeiten gibt es immer und die Möglichkeit ist auch von Tage da. Und das ist aber das geht nur, wenn sich die Gesellschaft engagiert. Wenn die Lühe aufsteht und was sagt und was dauert, dann kann was passieren. Da war es beispielsweise die Situation, ich war am 9. November in Berlin, da war es die Zentralveranstaltung von Zentralrat der Juden in Deutschland an die Reichspogromnacht, 9. November. Und just ja 2 Wochen vorher ist ja gerade in der Synagoge, wo das stattgefunden hat, in der Brunnenstraße in Berlin, die ist ja mit Molotow-Cocktails bedacht worden. Und nicht bloß das, da ist auch ja direkt in der Nachbarschaft, das ist eine große jüdische Gemeinde da, da sind Davidsterne an die Haustüren schmiert worden. Und beispielsweise einen Fall zu vertellen in ein Haus, da war es auch an die Türen ein Davidstern. Und da gibt eine jüdische Familie, die da wohnt. Und eine Masse andere eben nicht jüdische Familien. Und die jüdische Bewohner, die kommen raus. Und in dem Moment kommen ein anderer Bewohner und eine andere Wohnung kommen ruht. Und die treffen sich sozusagen an der Eingangstüre, wo diesen Stern gerade ob was. Und da sagt die deutsche Bewohner zu den jüdischen Bewohnern, gucken Sie mal bitte eben, sorgen Sie mal dafür, dass das wieder wegkommt. Ich meine, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Da wird die Jude auffordert, dass wer schiert morgen, was andere da ansprüht habt. Und dann hat mir eine, die gegen mich seht in den Bielefeld-Dings, hat mich gefragt, was kann man denn da gegen down? Weil du hast auch gerade gefragt, was kann man down? Da kann man was gegen down. Was passieren müsste in dem Moment, die Herren an alle Hustüren einen Davidstern morgen müsst.
Da ist auch eine Demo, was ein Journalist, die seht auf seinen Balkon, die hat eine Israel-Fahne. Dann ist die da bin ein paar von diesen Demonstranten, bin da hochgegangen, hab den gauden Mann verprügelt. Dann müsste er seine Fahne aufnehmen. Und da bin ich auch gefragt, ja, wo muss man damit umgehen? Gut, die bin nachher auch weil aufgenommen worden von der Polizei, aber wo muss man damit umgehen? Da hab ich gesagt, in meinem Verstand ist das relativ einfach. Die haben an jedem Balkon eine Israel-Fahne morgen müsst. Die ganze Straße entlang. Dann möchte ich mal werden, was die Gegner, die was morgen will, was die dönen, wenn die nur sehen, oh, was ist hier los? An jede Tußdöre ist ein Magen-David, wo wir wieder nur hin? Und das, glaube ich, tatsächlich ist der einzigste Weg, das zu bekämpfen. Ja. Solidarität wiesen. Solidarität wiesen. Und dann nicht bloß das, doch gegen Obstan. Gegen die Lühe, die was morgen will, Obstan. Ja. Ich danke dir für das total interessante Gespräch und auch für die Tit. Und was mir am Ende jetzt nochmal interessiert ist, wie das denn für die war, über das Thema mal Platterbroten. Das war ungewöhnlich für mich, weil ich habe nicht so ganz viele Möglichkeiten, nur in meinem jetzigen Leben Plattdeutsch zu broten. Aber ich tue das gerne und das ist für mich doch eine ganz schöne Verbindung auch mit meinem früheren Leben so auf Land. Das hätte vielleicht gerade wenn man über Obwachsen brotet, ist das dann nochmal was anderes in die Sprache darüber zu broten, indem man da auch brotet hat. Das ist was anderes, ja, aber was angenehm anders. Und an alle, die ihr jetzt tauchert habt. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, dann klickt doch in unsere Shownotes und in die Info. Da habe ich eine Liste muckt von allen Wörtern, das Thema. Und wenn ihr auch noch andere Fragen an unseren Gast habt oder was zurückmelden wollt, dann schreibt uns doch gerne an info@niederdeutschsekretariat.de. Das war's von uns. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Klauklustert. Ich heiße Wolfgang Krischke und in der nächsten Folge von Klauklustert geht es um Plastik und Mikroplastik. Und ich werde darüber schnacken mit Lisa Vrogemann, die hat darüber forscht in Wismar und in Island. Klauklustert.